Wir wollen auch dem Ramona so ein bisschen Zeit geben, dass es sein Pferd nochmal aufwärmt und vorbereitet. Angedacht ist, dass wir euch einfach nochmal so ein bisschen das Springreiten zeigen wollen, im klassischen Sinne, wie man es jetzt sieht, Reiter, Sattel, Trense, alles was dazugehört, und wollen dann später nach und nach vielleicht mal so ein paar Teile am Pferd abnehmen. So, außerdem fehlt ja noch der letzte Schritt. Das ist ja hier schließlich eine Weihnachtsfeier. Gut, also der Piper ist ja schon relativ gut aufgewärmt. Das ist ja unser, beziehungsweise Steffi ihr Springquadrillenpferd. Deswegen können wir jetzt auch relativ zügig mit dem Springen beginnen. So, zum Aufwärmen ganz klassisch einmal hier den Steilsprung mit unserer Taktstange vorne dran. So, das macht er jetzt so 2-3 Mal. Gut. So, dann können wir uns so langsam ein bisschen in der Höhe steigern. Man darf auch zwischendurch ein bisschen applaudieren. Der Piper ist es gewöhnt, der ist ja mit uns fast jedes Wochenende auf Turnier unterwegs. Sieht man, der ist da jetzt nicht sehr nervös oder aufgeregt, der steckt das alles ganz gut weg.
Gut, einmal Trippelbade. Also aus unserem Ochser kommt jetzt noch die dritte Stange dazu. Die ganze Sache wird höher und breiter. Ausrüstungsgegenstände abgeben. Also, das sagen wir jetzt mal, bei 100 Sattel runter. Wollen wir mal sehen, wie hoch das ohne Sattel geht. So, ohne Sattel muss man natürlich dann auch dementsprechend ein bisschen sportlicher sein, sonst kriegt man ein Problem. Kommt ja schon mal gar nicht rauf aufs Pferd. Okay, Problem 1 haben wir schon mal gelöst. Applaus. So, jetzt hat er mir gerade gesagt, er will es gleich so versuchen. Da brauchen wir gar nicht groß runter. Es bleibt alles so, wie es ist. Und wir probieren es ohne Sattel.
sowas kann vorkommen. Das ist natürlich nichts Alltägliches, dass man solche Höhen ohne Sattel überwindet. Ist auch für das Pferd so ein bisschen Unsicherheit, das ist ganz normal. Machen wir das einmal etwas einfacher. So, super. Okay, starten wir noch einen Versuch und legen unsere dribbelbare Stange noch einmal auf. So, noch ein bisschen Ruhe bitte. So. Jetzt wollen wir euch noch einmal zeigen, dass das Ganze auch ohne Trense, ohne Gebiss möglich ist. Das ist jetzt wirklich was viel mit Vertrauen und ja, Reiter-Pferd-Verbindung zu tun hat. Wir machen das alles jetzt ein bisschen kleiner, jetzt wird es natürlich deutlich schwieriger, weil er vorne einfach nicht mehr die Einwirkung hat und auch keinen Sattel, keine Trense. Wir werden jetzt ein ganz normales Stallhalfter anlegen, an der Seite 2 Führstricke befestigen und dann werden wir nochmal versuchen, das Ganze natürlich etwas kleiner, in etwas kleineren Höhen, euch nochmal zu präsentieren, wie er mit seinem Piper trotz alledem noch beachtliche Höhen überwinden kann. Vielleicht kannst du einmal vorne an den Leuten vorbeireiten, dass sie auch mal sehen, dass es wirklich ganz einfaches Stallhalfter ist, an dem wir 2 Führstricke befestigt haben. Oh, ihr seht schon, Piper ist durchaktuell vollkommen entspannt. Gut, jetzt müssen wir vielleicht doch so ein bisschen leise sein, weil jetzt auch die Stimme so ein bisschen zum Tragen kommt von Ramunas. Müssen Sie jetzt ein bisschen stimmlich verständigen. Super.
etwas auf einen ruhigeren Rhythmus geeinigt haben. So. Möchtest du einmal da hinten eine Stange drauf? Wenn er sich wieder so ein bisschen beruhigt hat und die zwei sich wieder gesammelt haben, dann wollen wir es noch einmal versuchen. Bravo! So, Pferd ist wieder im Normaltempo. Jetzt dürft ihr auch mal ordentlich applaudieren, wenn es euch gefallen hat. Das war es jetzt mit unserem Programm soweit. Ich denke, es ist noch genug an Glühwein und Köstlichkeiten da, dass wir noch so ein bisschen schöne Zeit miteinander verbringen. Ich übergebe auch gerne das Wort nochmal an unseren ersten Vorstand.